Moinsen ihr Leichtmatrosen, ich bin's wieder, eure Miss Allhey und heute gibt es ein neues Plattdeutsch für Anfänger und dabei bringe ich euch die Uhr bei. Die Voraussetzungen dafür sind: erstens, du musst die Zahlen auf Plattdeutsch von 1 bis 20 können. Zweitens, du musst die Uhr auf Deutsch lesen können. Ja, und das waren auch schon die Voraussetzungen. Einige von euch werden sich sicher jetzt wundern, warum ich dieses Video nochmal drehe. Ich habe es ja eigentlich schon mal gedreht, aber da war ein bisschen Kritik und dann dachte ich, du kannst es besser wieder rausnehmen, bevor es andere auch falsch lernen, so wie ich. Ich war nämlich immer der Meinung, es heißt Ialbenühr und Twalbenühr, aber das ist falsch und deswegen, ich will euch nichts Falsches beibringen und dann mache ich das Ganze einfach nochmal. So, lange Rede, kurzer Sinn, auf los geht's los. Tschu! Ich habe mir jetzt diesmal die Küchenuhr geholt und ja, das Ding steht jetzt auf 10:30, aber damit will ich jetzt noch gar nicht anfangen. Wir fangen einfach mal mit, haha, wie kann es auch anders sein, mit 11 Uhr an. Und ja, 11 Uhr heißt auf Plattdeutsch 11 Uhr. Das hatte ich auch vorher falsch gesagt, das heißt nicht Ialbenühr, sondern 11 Uhr. Also merkt euch das. Tut mir leid, wenn ihr das jetzt anders gelernt habt, aber das heißt 11 Uhr. So, jetzt weiter kommen wir zu 12 Uhr. So, 12 Uhr heißt nicht Twalbenühr, sondern 12 Uhr. Und hatte ich dann noch einen Fehler? Machen wir einfach mal weiter. Dann haben wir hier mal so 1 Uhr. 1 Uhr. So, ich gehe jetzt mit euch alle Zahlen durch. Ich werde immer die Uhrzeit anzeigen, wie ich es eben auch gemacht habe. Aber ich sage dann nicht gleich die deutsche Uhrzeit. Ich meine, ihr seid ja nicht blöd. Ihr wisst ja, wie spät das ist. Und ich sage es dann einfach auf Plattdeutsch. Und ja, los geht's. 2 Uhr. 3 Uhr. 4 Uhr. 5 Uhr. 6 Uhr. 7 Uur. 8 Uhr. 9 Uhr. 10 Uhr. So, das waren jetzt erstmal die vollen Uhrzeiten auf Plattdeutsch. Und irgendwie bin ich euch den zweiten Teil ja heute auch schon schuldig. Deswegen kommt der gleich danach online. Will ich hoffen, dass das alles funktioniert. Aber ich glaube, das klappt. Ich bin guter Dinge. Und ja, hier oben kommt ihr zum letzten Plattensauteldach. Und da unten verlinke ich euch jetzt einfach mal das Video, was heute dann auch noch kommen soll. Also quasi den zweiten Teil von diesem hier. Ne? Also lernt schön und falls ich Fehler mache und euch fällt das auf, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Dann kann man es einfach so wie jetzt eben, ja okay, einfach mal ist das jetzt auch nicht so, aber dann mache ich es halt nochmal neu, dann ist das eben so. Aber bevor ich euch irgendwie falsches Wissen beibringe, ne, das wollen wir alle nicht. Und nochmal danke an die Kritik. Und dann sehen wir uns gleich hoffentlich im zweiten Teil wieder. Tschüss!